Evanio, sein Video, ich durfte Evanio kennenlernen. In Bern, hier, diesen, da ist das Bild entstanden. Wunderschön, Digga. Und jetzt schauen wir, was der Evanio hier genau in der Schweiz entdeckt hat, nämlich den teuersten Döner der Welt. Wir schauen rein, komm, let's go. Oh, hallo ihr Schweine. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade hier in meiner Dusche. Und ich mache mir hier gerade wunderschön, guck mal in den Topf hier rein, ich mache mir hier gerade Gnocchis. Wieso macht der Evanio Gnocchis in einem Fondue Gaclo? Er kocht Gnocchis in einem Fondue Gaclo, das mit Teelichter gewärmt ist. Man sagt Gnocchi. Ist scheißegal, Gnocchi. Er macht Gnocchi in einem Fondue Gaclo mit Wasser und unten dran sind Teelichter. Bro, was erwartet ihr? Also, da passiert nichts. Gnocchis. Hab auch hier Gnocchis. schön noch Raviolis. Ja. Wieso Ravioli? Ich hab mir ein Cuisine geholt. Mach mir damit jetzt hier Essen, weil denkt ihr so, ein Döner zahlt sich von alleine. Alter, in der Schweiz, ich gehe pleite. Ich habe kein Geld mehr für den Rückflug. Ich habe 3 Schufa-Einträge schon. Alter, Hat er wirklich 3 Schufa-Einträge? Holy shit, Bro. Ich habe Geldnot. Wenn ich jetzt noch einen Döner kaufe, den teuersten Döner der Welt, kostet natürlich über 100 Euro. Ich weiss, es hat mich Wunder genommen, wie der Evanio eigentlich sein Geld verdient. Aber ich glaube, der kann von YouTube... So, ich meine, der ist nach Madeira ausgewandert, Digga. Ich glaube, der kann von YouTube schon leben. Welche Sparmaßnahmen ergreifen? Seht, hier unten sind auch Kerzen. Ach, das wird lecker. Aber Digga, was hat das Gefühl, das wird doch nicht fein? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich den teuersten Döner der Welt probieren. Was ist die teuerste Stadt der Welt? Buxtehude. Richtig, Schweiz. Und ich sage dir, das ist kein Spaß. Die teuerste Stadt? Schweiz. Ah. Kuss, Bro, merci. Das ist kein Vorurteil mit der Schweiz. Hier ist alles so teuer. Ich habe so ein dreckiges Rotzhotelzimmer. Ich habe noch nie so eine beschissene Dusche gesehen, Leute, die mir das Toilette so verbunden ist. Die von 160 pro Nacht, Digga, wo bin ich hier? Für 160. Digga, aber er hat das auch so gesagt, wo er Maelo, Adi, also er hat ja zuerst Maelo, Adi getroffen, dann bin ich noch kurz dazugekommen. Dort hat er das auch gesagt, 160 pro Nacht für ein Zimmer in Zürich. Digga, das ist verdammt teuer. Das ist verdammt teuer. Also da hätte er etwas Teures können, oder? Ich könnte 3 Familien ernähren. Wie teuer ist er? Er kostet 100 Schweizer Franken. Das sind, Was? Viel Geld. Dafür muss ich leider meine Wohnung in Madeira aufgeben, aber dafür kann ich jeweils den Döner essen. Aber ich muss diesen teuersten Döner einmal in meinem Leben einmal im Mund haben, weil ich mal ganz ehrlich, wenn man an Evanio denkt, dann glaube ich, denkt man auch an Döner und an Fettsack und an Hurenpeitscher. Ich habe noch keine Vorstellung, ich kann doch gar nicht sagen, ey, was könnte da drauf sein? Ich meine, ich habe gehört, dass schon das 100 Franken für einen Döner, Digga. Also da, Chat, sage ich so wie es ist, da muss noch diese andere Twint-Donation reinschallern. Da habe ich so noch andere Abos reinschallern, Digga, ich sage so wie es ist. Nee, 100 Franken für einen Döner, Digga, das glaube ich absolut das japanische, das teuerste Fleisch der ganzen Welt drauf. Dann, keine Ahnung, vielleicht haut der Typ noch sein Sperma rauf, was extrem viel Gold wert ist, weil er Schweizer ist, weil jeder weiß ja, Schweizer Sperma ist das teuerste Sperma. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen, ich hoffe auf jeden Fall, ich darf da drehen, sodass ich da ein bisschen so hinter die Kulissen gucken kann, was er da so reinklappt. Ihr wisst gar nicht, ich habe 2 Monate keinen Döner gegessen. 2 Monate, welcher Mensch isst denn 2 Monate keinen Döner? Ich habe noch nie Döner gegessen. Ich habe noch nicht einmal in meinem Leben einen Döner gegessen. Keine Ahnung, wie das schmeckt, keine Ahnung, ob das fein ist. Wenn du überlegst, was du mit 100 Franken sonst kaufen kannst. Digga, man kann echt 50 zum Mittag damit kaufen, mit 100 Franken. Ich habe noch nie Döner gegessen, Dürüm. Ich meine, ich muss überlegen. Seit ich 6 bin ich Vegetarier. Damals hat es noch nicht gegeben, beziehungsweise noch nicht so verbreitet gewesen. 50 zum Mittag, rechnen kannst du. Mal 100 Franken gibt es doch 50 zum Mittag. Mal 5 mal 50, 100. Scheiße, Bro, ey, oh, ja, okay. Vielleicht kann ich mich ein bisschen fragen. Wehe, das klippt jemand. Digga, mein Chef läutet mir morgen da. Elia, komm einfach gar nicht arbeiten. Lass einfach sein. Das war, keine Ahnung, da war ich vielleicht... Aber ich habe wirklich noch nie einen Döner gehabt. Digga, ich bin auf absoluten Dönerentzug und ich fange direkt an mit dem teuersten Döner der Welt. Oh, das ist ein guter Start ins Leben. Lass uns zum Laden IV, das glaube ich heißt der. Absolut Döner, ich will den haben. Ey, interessant, in der Schweiz gibt es auch sowas wie Lotto. Man kann einfach 140 Millionen Franken gewinnen. Das ist ja einmal Essen hier. Ich fahre auch gerade mit diesem wunderschönen Fahrrad hier zum Döner. Aber Mann, der Sitz, ne? der passt nicht in meinen riesigen Arsch. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Irgendwie finde ich die Bobbes sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Okay, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Digga, der Dönerladen gehört einfach zu so einem übelst großen Hotel. Sehr, sehr voll. Ja, ich bin voll aufgeregt. Ich glaube, ich brauche meinen Anzug, um reinzukommen. Hey, wo kommst du nicht rein? Einrichtung hier sieht schon unfassbar edel aus. Digga, das ist also, what the fuck. Wie so ein normaler Dönerladen, wie man sich vorstellt. Und da oben ist das Stück, Leute. Wagyu aus Japan.
Was? Wagyu 91 Steine, Bro. 91 Frankos, Alter. Mein normaler Döner-Teller kostet auch 25.000 Was? Ich kann es nicht lesen. 25 Steine für einen Döner-Tower? Euro. What the fuck? 15 Euro, Digga. Normaler Döner, 15 Euro. Tomaten, Zwiebeln und Schock. Auch ohne Tomaten bitte. Okay, Leute, Update. Ich habe mit der Managerin geredet und habe gesagt, hey, ich bin der größte Fettsack in Deutschland. Na, hat sie halt beschrieben, hey, ich bin ein Digga Junge aus Deutschland hier und da. Und sie meinte, hinter den Kulissen drehen ist ein bisschen schwer, deswegen hier ein paar Einschnitte gerade von Galileo oder von anderen. Guckt euch mal den Ayran an hier, Digga. Der Ayran ist wertvoller aus als mein linker Fuß. Ich hätte noch eine Frage, die mich selber interessieren würde. Wie oft verkauft ihr denn so einen Döner? Das ist unterschiedlich. Wir haben gestern Abend so 7 Stück oder so verkauft. 7 Stück, Bro. 7 Stück. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt, dass ob ich gleich eine Mathe-Klausur schreiben würde. Aber nein, da wäre ich negativ aufgeregt. Blöd, kompliziert und kann ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie die Toiletten hier aussehen. Ja, Junge, wie edel und marmormäßig Digga. sieht denn diese Toilette hier aus. Digga, das WC ist so gross wie meine zukünftige Einzimmerwohnung. Der Döner ist jetzt da, die Musik ist hier allerdings zu laut, deswegen will ich ihn draußen essen, aber guckt ihn euch an. Bro, das sieht aus wie ein Brot. Chad, das sieht aus wie ein Brot, das man so genommen hat. Dann hat man einfach einmal längs reingeschnitten, dann man klappt es auf, dann tut man dort so Scheiß reinstopfen. Es sieht original so aus. Alter, schaut euch mal dieses Gerät an. Alter, Digga, der Döner, Digga, ist einfach so schön. Das ist ein normaler Döner. Ihr sehen könnt, der ist auch übel fett und richtig voll extrem befüllt. Das ist einfach dieser teuerste Döner. Hä, das ist jetzt auch noch ein normaler Döner bestellt, oder Das was? sieht aus wie so ein Kuchen irgendwie, aber boah, ich bin gespannt. Ja, wenn ich das jetzt hier fallen lasse, Leute, lasse ich einfach 100 Euro fallen. Also ich muss wirklich sagen, Nimm mal das Geld, Bro. Also, no joke. Also, der sieht jetzt wirklich einfach nicht geil aus. ich bin immer noch übel fasziniert. Es sieht so anders irgendwie aus. Das ist der normale und das sieht aber auch richtig gut aus. Das ist einfach so ein Kuchen, Digga. Das ist das teuerste Fleisch der Welt. Wagyu-Fleisch. Ich habe auch brutal Hunger. Fangen wir erstmal mit dem hier an. Oh, mein erster Döner. 2 Monaten. Oh mein Gott. Hey, jetzt ist es der Normaldöner, was? Das ist das Fleisch. Das Fleisch. Die Kruste. Digga, wieso isst der jetzt der Normaldöner? Als ob der jetzt einfach 2 Döner isst, Alter. Ein bisschen schichtenmäßig, also Fleischstück, aber scheiß drauf gerade, Digga. 2 Monate kein Döner gegessen. Meine Güte, Leute. Ben, moin, Benzer. Aber das ist doch Milch. Also so lange her, Süße. Der Döner ist top. Der normale Döner hier, ne, ist schon richtig geisteskrank. Wirklich, der ist so fucking lecker. Also ist der jetzt wirklich so 2? sauber. Ist der Irgendwie jetzt Low wirklich Carb Fleisch. 2, Aber ich Digga? muss sagen, es schmeckt einfach so wie ein leichtes Fleisch. Hammerfleisch, Hammersalat. Oh, gucken, wie der Ayran hier schmeckt. Ey, ich muss wirklich sagen, der Laden gefällt mir brutal. Digga, der isst immer so wie das Schwein. Ey, Mann, die isst immer so wie das Schwein, Digga. Und der Laden ist einfach, hat so einen richtig schönen Vibe. Geile Deutschrap-Musik. Ja, Deutschrap kann auch kein Netz sein. Dazu einfach die Einrichtung und so. Es ist nicht so ein normale typische, ihr wisst schon, so mein Bruder an der Theke. Diesen Ayran muss mir wahrscheinlich mein Vater als Pfand geben. Aber Gott, der wird so lecker. Ah, ist das lecker. Oh Mann, der Ayran ist sogar heftig. Digga, was wird mit dir, Süße? Geben die mir hier Besteck oder was? Ach, ihr kennt wohl das Schwein nicht. Ob ich gleich vor Dieter Bohlen treten muss. Ey, meine Fresse. Oh, Mann. Ey, Leute, es ist so krank, dass ich einfach hier sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Dame. Digga, aber ich muss wirklich sagen, der Döner, der sieht nicht geil aus. Es sieht echt aus wie das Brot, das in der Mitte geschnitten hast und dann tust du noch das Stuff dort rein. Pilze oder so, Bro, nee. Eine Woche Döner, das erste Projekt hat meine Mutter teilweise mitfinanziert. Und jetzt kaufe ich mir einfach den teuersten Döner der Welt. Also erstmal zum Brot, Leute. Es ist so richtig schön fluffig. Ich hoffe, man sieht das. Übelst fluffiges Brot. Hier oben ist nur aufgemacht, nicht Wenn das Brot so luftig ist, huch, das sieht dope aus. Nee, Bro, nee. so hüllig wie bei einem normalen Döner, sage ich mal. Es erinnert mich irgendwie voll an so einen Zitronenkuchen mit irgendeiner Füllung. So. Es ist Ja, ganz komisch ja. vom Aussehen her, aber irgendwie auch sehr, sehr special. Okay, Leute, ich tue es jetzt. Oh Da ist mein irgendwie Wunder, Gott, ist irgendwie noch Wunder. nie Leute am Video so aufregen, was zu essen wie das hier jetzt. Oh, let's go. Bitte sei gut, bitte sei gut. Okay, es ist luftig. Es ist luftig. Ja, okay. Wow. Jeder Biss kostet nicht gerade 15 Euro. Das Brot ist so weich wie ein Kuchen gefühlt. Das Fleisch schmeckt so dermaßen teuer, aber geht komplett auf der Zunge auf. Also nicht so ein langes... Wir sind im Adlon-Hotel, dieser Döner, das war so ein zähes Steakfleisch, aber gemacht, aber dieses Fleisch, das kaust du kurz, das zergeht auf deiner Zunge mit diesem Brot, das einfach so himmlisch sanft in deinem Mund verschwindet. Dazu diese Röstzwiebelchen, diesen leichten Röstzwiebelgeschmack. Bitte, geht mal kurz, ich muss kurz allein sein. Ah, da kommt die Soße. Egal. Das Oh ja,
Ja, okay, es sieht schon geil aus. Es sieht echt aus wie ein Hotdog einfach von Schweizer gemacht. Ja, Florian, genau so. Soße, Junge. Wie sauber, lecker schmeckt diese Soße. Heilige Mutter Maria. Selbst der Salat ist richtig stark. Digga, ich kann jetzt sagen, das ist krank. Das ist krank, was ich hier gerade in der Hand habe. Das ist so gut. Digga, what the fuck. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte immer, so teure Döner sind immer so, ihr wisst schon, so überhyped und bla bla und schmeckt nicht so krass. Aber der ist Wahnsinn. Es schmeckt nicht mehr wie normaler Döner. Es schmeckt wirklich, als ob du dein Dönermann eine Ausbildung gemacht hätte. Es schmeckt wie ein Upgrade. Wie als ich ein Spiel machen würde, eine Döner irgendwie ein Upgrade auf Level 5 kriegt. Es schmeckt brutal krass. Ich kann nicht sagen 10 von 10, weil das Digga, ist einfach gleich der Döner. das ist ja gar nicht der Döner mehr. Es schmeckt einfach anders. Das schmeckt einfach anders, Digga. Wirklich, man kann es gar nicht beschreiben, aber Hammer. Cosito, es ist ein Brioche, das ist edel. Ist es wirklich ein Brioche? Ist es ein Brioche-Brot? Wirklich mal, ich beiß noch mal rein für euch. Okay, für mich, wenn ganz ehrlich. Es sieht schon aus wie Brioche, ja? Nein, kein Krümel darunter fallen. Jeder Krümel kostet 5 Euro. Gott, so heftig. Das Fleisch ist auch perfekt gewürzt. Ey, was ist das für eine Kunst? Das ist eine Kunst, Junge. Hallo Rob, ich muss dir wirklich sagen, ich bin sprachlos. Wirklich, dieser Döner. Ich berichte Der war wie eine Geburt. Ich finde, der war einfach wow. Der war einfach wirklich wow. Das kann man nicht anders beschreiben. Wirklich, du hast mal in einem Video wow gesagt. Wirklich anders ist es wirklich wow. Der war so zart. So Digga. Lecker, das Brot war perfekt. Es war schon nicht mehr Döner, es war irgendwie Döner-Upgrade. So, es war Döner, als ob Döner in Mario diesen Pilz gegessen hätte. Ey, es war so lecker. Ey, ich möchte diesen Döner einfach nicht aufessen. Dieser Döner ist einfach zu schön, Alter. Ich will den super gerne mit nach Madeira nehmen. Ey, ich glaube, ich nehme den mit nach Madeira. Kauf die Insel, ich zerstöre dich. Ey, ich will den einfach nur für mich haben. Ich will den gar nicht aufessen. Den Aufessen habe ich nichts mehr davon. Da muss ich mir noch einen bestellen. Ich will ganz ehrlich nochmal 100 Franken zahlen. Er war so gut. Er war so gut. Aber 100 Franken, Digga. Oh, Hammer. Wirklich Hammer. Digga, jeder Krümel kostet einfach 2 Euro. Das hier, Bro. Alter, ich habe immer noch wie ein Kaugummi einfach im Mund diesen Döner kleben. So gut. Wie man in der Schweiz sagen würde, der Döner war wirklich leckerli. Nussbub. Ich bin überwältigt. Ich bin happy und ich bin glücklich. Ich bin geschockt, dass er so gut war. Och, was war lecker. Falls ihr mal 91 Franken zufällig auf der Straße seht, gibt sie auf und investiert sie in diesen Döner. Gott, war der gut. Gott, oh Gott. Kein Hype, kein Fake. Der war einfach nur teuerster Döner der Welt. Eigentlich sollte er es sein. Bin mir sicher. Wenn es einen teuren gibt, sagt mir Bescheid. Es war ein Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like auf dem Video, ein Abo auf dem, was ihr getan habt. Aber rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, ey, also geil, fein so, aber also das ist echt zu viel Geld, Bro. Das ist einfach zu viel Geld, Digga. Imagine 91 Steine, Bro. Ah, nee, also würdet ihr das, Chat, jetzt habt ihr es gesehen, für die von euch, die Fleisch essen, würdet ihr es kaufen, ja oder nein? Nein, für das Geld und Fleisch nie, Bro. 91 Steine, Kollege, kannst du dir das eigentlich vorstellen, Digga? Es sind viel zu Mittag. Es sind wirklich viel zu Mittag. Ich sage jetzt nicht wie viel, 20. 18 zu Mittag.